So, da bin ich wieder. Nur damit wir da sicher sind, dass da innen nicht irgendwie Black Screen und so habe. Das finde ich mir ziemlich scheiße. Konto aufräumen, Hexe schminken, Wettervorhersagen. 14:0 für Wettervorhersagen. Auch nicht schlecht. Ja, ja, Leute. Die Kampagne endlich mal. Ich muss zugeben, bin ein bisschen aufgeregt. Im Blick zurück erscheint so vieles klarer, deutlicher. Eine trügerische Illusion. Denn Gottes Wege sind unergründlich. Niemand hätte ahnen können, dass ausgerechnet die Person, die anno Domini 1404 ihr Lehen in einer unbedeutenden Provinz des Kaiserreichs antrat, schon bald in einem Atemzug mit den größten Helden unserer Zeit genannt werden würde. Das klingt ja gar nicht mal so verkehrt, wa? Natürlich war jetzt ein Mauszeiger die ganze Zeit im Weg, super. Ja. Segel setzen, ich würde sagen, ja, warte mal, da hieß was von Gott. Ja. Lucius, wa? Oh je, Freunde. Ja, es kann sogar sein, dass jetzt zum letzten Mal Lucius in meinem Anno 1404 Let's Plays fun sein wird, weil, ja, alle guten Dinge sind 3 und so. Wir werden sehen. Verzeiht meinen Trübsinn. Doch schlechte Kunde überschattet eure Ankunft. Unser geliebter Kaiser, mein geschätzter Vetter, ist von einem rätselhaften Leiden befallen. Oh nein. Das klingt nicht gut. Kann ich was tun? Mit diesem Dom will ich Gottes Gnade erflehen, auf dass er unseren Herrscher verschone. Doch der Bau schreitet viel zu langsam voran. Ja, ich sehe es. Und nun? Aber wo bleiben nur meine Manieren? Ich bin Lord Richard Northburg, der Siegelbewahrer seiner Majestät. Ich werde euch unter die Arme greifen, bis ihr euch hier etwas eingelebt habt. Vielen Dank. Noch ist euer neues Heim eine beschauliche Siedlung. Doch wenn ihr euch erst mit allem vertraut gemacht habt, wird sie in euren Händen bestimmt zur Metropole erblühen. Ist anzunehmen. Kapitel 1. Ein Manifest des Glaubens. Sucht mich doch gleich auf meinem Schiff auf, damit wir mit eurem Lehenseid die Übernahme dieser Ländereien rechtmäßig besiegeln können. Wo ist die Map klein? Die sind in der Farbe gelb. Wo meine ich nicht, wa? Ich trage sowieso gerade aktuell gelb, passt also super. Ah, dann gleich in medias res. Kraft meines Amtes als Siegelbewahrer seiner Majestät, des Kaisers, überantworte ich euch hiermit dieses Eiland. Handelt stets weise und gerecht. Danke, danke. Das ist klein. Ja, danke. Die kleine Insel. Nur Super. ihr fester Glaube lässt die Leute das entbehrungsreiche Leben ertragen. Ihr solltet eine Kapelle errichten. Außerdem kann es nicht schaden, für den kranken Kaiser zu beten. Da natürlich recht, Leute. Also bitte alle schön beten für den kranken Kaiser, damit natürlich möglichst bald wieder gesund wird. Die Kapelle zu richten. Ja, Baumenü ist nicht aktiv. Zunächst jedoch solltet ihr gleich einmal am Marktplatz vorbeischauen. Er ist das Herz jeder Siedlung. Klingt momentan ja irgendwie nach so einer Einleitung, ja? Wie man Anno 1404 spielt. Ich weiß aber, das kann so schnell ändern, Freunde. Also, vor allem, ja, irgendwann in späteren Kapiteln haben wir mal so sagen lassen, wird es richtig, richtig heftig. Krass. Ich habe Bauern, aber keine Bürger. Ja, wie geht's euch so, Leute? Sind ja alle euphorisch. Meine Steuern auch. Yeah, +2 Bilanz. In eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens.
Ja. Also ihr seht, Leute, wir werden es jetzt ein bisschen gemütlich angehen. Ist ja gar nicht mal so verkehrt, wie ich finde. Denkt daran, all eure Untertanen benötigen Zugang zu diesem Ort, damit sie sich versammeln und einen Markt abhalten können. Aber Fragen ist ja auch hier? Erstes Zusammentreffen mit der Bevölkerung bei. Gut, erstmal vielleicht hier noch ein Weg zimmern, wa? So. Für den Bau der Kapelle werdet ihr viele Helfer brauchen. Mit Baustellen kenne ich mich aus. Errichtet Bauernhäuser, damit hier mehr Menschen sesshaft werden. So. Vielen Dank für den Ratschlag. Als hätte noch nie Ahnung gezeigt, aber okay. Erstmal kurz gucken, wo will ich nach der Kapelle richten. Gehe momentan sowieso noch nicht, aber kurz gucken, wenn ich hier bin. Hier ist das Dorfding und die Kapelle hier oben errichten, was eine Option wäre. Dann mache ich das mal so, wa? Keine Wege? Ihr habt soeben 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mehr Untertanen werden nicht nur bald den Kapellenbau ermöglichen, sie füllen mit ihren Steuern auch den Stadtsäckel. Alter, wie alt schon die Steuern sind. Gut, da gab es schon Mittelalter und so, also von dem her. Keine Wege? Sollen die Leute etwa querfeldein stapfen? Warum eigentlich nicht? Haben wir früher auch so gemacht. Sind doch alle viel zu verwöhnt. Während eure Bevölkerung in ihre neuen Häuser zieht, solltet ihr euch unbedingt auch einmal in eurem Kontor umsehen. Eine gute Idee. Seht nur, all eure Waren werden hier gelagert und die Bestände fein säuberlich protokolliert. Oh, wie krass, ey. Und nun? Die Holzvorräte schwinden. Ihr solltet rasch einige Holzfäller anstellen. Außerdem hatte ich gehofft, dass ihr mir später Holz für den Kaiserdom liefert. Für den riesigen Kaiserdom soll ich mit der kleinen Insel Holz liefern. Ja, viel Spaß Die mit auch. Holzfällerhütten sollten fertig sein, bevor all eure Vorräte aufgebraucht sind. Ja gut, ich habe eh keine Vorräte, insofern. Kommt der Ratschlag leider ein bisschen zu spät. Wenn man ganz kurz, doch einen relativ großen Radius. Kann ich erstmal Markthausen verbrauche Holz? Ja, super. Das Spiel ist ja richtig lustig drauf. Ich frage mich ja behalten wir überhaupt jetzt unser das Falkenstein auch für die künftigen Kapitel oder heißt Wie nachher? sollen die Marktkarren die Erzeugnisse bei den Betrieben abholen, ohne Straße zum Kontor? Ja, ist ja gut, beruhig dich mal. Alter, ich will jetzt ein bisschen chillig angehen und der immer so ruckzuck, zack, zack. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann könnte man ja sagen, Schweizer, ganz ehrlich. Ja, manchmal sind wir Schweizer, so muss man ja zugeben. Sehr schön. Neuen Bauvorhaben steht nun nichts mehr im Wege. Und wenn Gott will, unterstützt ihr mich schon bald beim Gerüstbau für den Kaiserdom. Oh, die haben jetzt einen Gott, hey, das ist schlimmer als Lucius. Ich habe nichts in Gott und im Glauben und so, muss ich den zweiten Satz erwähnen. Wenn ich euch diesen Rat geben darf. Ihr solltet rasch eine Fischerhütte errichten. Eine hungrige Bevölkerung neigt zur Rebellion. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch bei 10%. Also bei 10%, Quatsch, aber wir sind noch bei 10, was vorhin schon war. Die machen gar keinen Fisch. Ja, ist ja gut. Machen wir mal ein paar Fischerhütten hier. Zack. Herrje, Jetzt der 5 Tonnen. Marktkarren muss das Holz natürlich erst abholen. Den Bau der Fischerhütte werdet ihr wohl ein wenig aufschieben müssen. Hä? Wieso? Quatsch mit so, sie haben doch alles. Der Fischer nimmt seine Arbeit auf. Sehr gut. Eure Bevölkerung wird euch eure Weitsicht danken. Oh, super. Steuerung ist hier ein bisschen anders. Mal ganz kurz, Kumpel, nur ganz kurz. Die Steuerung ist hier ein bisschen anders, scheiße. Ding stimmt soweit alles. Offenbar keine Probleme mit der Aufnahme gerade. Das ist gerade ein bisschen verwirrend auch für mich, weil ja, ich wollte letzten Tagen ein bisschen rumtesten mit OBS für auch Switch-Spiele zum Aufnehmen, PS4 und so. Und da war die ganze Zeit mit dem Encodieren ein Problem. Aber jetzt hier irgendwie, wohl alles sehr hoch eingestellt ist, gar kein Thema.
Crazy. Jetzt krieg ich mich nicht... Hey, ist doch an. Hä? Ist doch alles an? Ich wollte gerade mit dem hier hin, aber irgendwie geht's nicht. Des Kaisers. Ich brauche unbedingt mehr Holz auf der Dombaustelle. Ich baue fest auf eure Hilfe. Kommen wir bereit, 10 Tonnen Holz. Ja, das kommt, das kommt. Okay, muss erstmal Holz machen. Er wollte zwar erst die Kapelle machen, aber er will noch nicht. Ja, klar, aber auch erstmal Nicht dienen. mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Oh, ich brauche mehr Häuser, weil Bilanz ist schlecht, sehr schlecht. Das kann natürlich nicht sein. Vor allem, das darf nicht sein. So. 3 Häuser. Bilanz plötzlich 0. Hehehe. Hat er nicht erwähnt. Ich weiß, ich weiß. Ich bin schon ein ganz, ganz gewiefter Schlawiner, wa? So. Das klappt soweit alles ganz gut. Dann warte mal und philosophieren ein bisschen. Ne? Vor allem, warum? Rechtsklickmenü müsste eigentlich funktionieren. Warum geht's nicht? Haben die irgendwas umgestellt oder so? Oder? Warte mal. Gut, der geht momentan auch nicht, aber ist kein Problem. Rechtsklick macht plötzlich das mit Pipettenmodus und... Hä, aber das irgendwie... Das ist was anderes. Kann ich auch darüber... Es geht ein bisschen... Ich bin leicht verwirrt, weil Rechtsklickmenü... Ah. Toll. Jetzt machst du für gar nichts mehr. Ich brauche unbedingt mehr Holz auf der Dombaustelle. Ja, ist ja Ich gut. brauche unbedingt mehr Holz auf der Dombaustelle. Ich baue fest auf eure Hilfe. Vielleicht wird das mit dem Rechtsklick, mit dem Menü auch gerade ein bisschen fehlen. Warte, mach mir ein bisschen schneller, kann ja wohl wahr sein, ey. Ich brauche unbedingt mehr Holz auf der Dombaustelle. Ich baue fest auf eure Hilfe. Das Holz? Ah, ich sehe, ihr habt etwas Zuckungen, Holz ey. vorbereitet. Können meine Matrosen mit der Beladung des Schiffs beginnen? Moment. So. Das Holz reicht nicht für den Ausbau eurer Siedlung und die Dombaustelle? Dann solltet ihr unbedingt weitere Holzfällerhütten errichten. Ja, danke für den Tipp. Ihr seid mir eine große Hilfe. Wenn der Kaiser dank dieses Doms genesen ist, wird auch er euch eure Treue danken. Ah, jetzt geht's. Dankeschön. Ja, war sein Schiff, okay. Entschuldigung. Ich sehe, ihr habt euer Schiff gefunden. Sicher brennt ihr darauf, die Gewässer um eure neue Heimat zu erkunden. Es wird nicht an Gelegenheiten mangeln. Yeah, wir haben die Möwe. Die Möwe. Krasses Teil. Ja, und weiter? Herrje, euer Geschenk. Ich habe völlig vergessen, es euch zu überreichen. Und zu allem Unglück ist es bei meiner Abreise über Bord gegangen. Bestimmt treibt die Kiste irgendwo im Meer. Ist echt ein bisschen ein Tutorial, wa? Da gibt es eigentlich ein Tutorial, so gesehen im Spiel, aber ja gut, Kampagne ist ja Kapitel 1, das ist nicht so schlimm. Ah, ein Glück. Die Warenkiste ist unversehrt. Wenn ihr das Werkzeug im Kontor zum Trocknen auflegt, kann man es bestimmt noch verwenden. Hervorragend. Ich sehe, ihr kennt euch mit Sextant und Fernrohr aus. Das Ja, macht klar. die Dinge gleich viel einfacher. Fangen in den 20 Metern hier oder was? War natürlich ein Sextanten, hm? Muss man an den Stern orientieren, weil er sonst den Weg zum Konten nicht findet, obwohl ich ihn schon sehe. Ist klar. Eine Bitte. Auf der Dombaustelle müssen viele hungrige Mäuler gestopft werden. Für die Steinmetze auf meiner Insel im Süden bleibt kaum etwas übrig. Könntet ihr ihnen etwas von eurem Fisch abgeben? Ausnahmsweise. Ah, ausgezeichnet. Euer Fischer hat schon einige Vorräte angelegt.
Ganz, ganz fleißig. Das dürfte reichen. Ach, wie werden meine Steinmetze vor Freude strahlen, wenn ihr ihnen den Fisch bringt. Was, nach Steinbruch aufzubrennen? Die Insel heißt doch Domstadt. Alter, hat er hier gemacht? Nicht der Zweck mehr als vom Bauplatz her, aber sieht echt schön aus. Es leben immer noch nicht genug Menschen in eurer Siedlung, um den Bau der Kapelle zu beginnen. Ein paar Bauernhäuser mehr können nicht schaden. Warte mal, er hat hier einen Schulturm. Er hat hier eine Kirche. Hä, wie geht denn das hier oben auf? Der cheatet doch! Leute, der cheatet! Was für ein Dreckspenner. Der hat einen Schulturm und eine Kirche für alles. Für die ganze Stadt, was vielleicht der Sinn ergeben würde, wäre es nicht Anno. Weil, was müssen wir tun? Ja, Bauradio, oder? Die Kirche hat vielleicht so einen Bauradius hier. Hui, das heißt, er müsste hier noch eine Kirche haben, sonst hätte er gar keine Adligen hier. Ey, der cheatet. Oh, sieht hübsch aus. Stein, Sohle, Kohle, Eisen. Vor allem Kohle dreimal. Alter, was auf eine Insel. Das ist eine Art Jackpot. Gut, er hat in Anführungszeichen nur 3 Vorkommen, also Rohstoffvorkommen, aber also nicht ganz Rohstoffe. Ja doch, Rohstoffe. Ja, das sind eigentlich Rohstoffe. Fruchtbarkeiten, ich sag's mal so, Fruchtbarkeiten. Oh mein Spieler Gelb, muss ich mich noch daran gewöhnen. Wie viel will er? Aber jetzt gar nicht geliefert? Nö. Ups. Entschuldigung. Ja, vor allem, er sagt hier. Steinbruch. Wieso will er? Okay, frag nicht. Warum will er hier unten das haben? Es ist halt Lord Richard von Northburg. So. Kann ich hier noch ein Häuschen hinzimmern? Da geht auch noch eins. Und dann kann man... Das ist doch meine vermisste Ladung für die Dombaustelle. Das Schiff muss im letzten Sturm auf das Riff aufgelaufen sein. Seid so gut und bringt mir die Kisten. Der kann ein bisschen zurück haben mit deinen Aufträgen hier. Alter. Aha, weil wir gerade die Map durch... Okay. Okay. Ja gut, aber auch nochmal eine dritte Hütte. Kann nicht schaden. Ich habe noch 7 mal Werkzeuge. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich brauche einfach die Kapelle hier. Ja, toll, das sind natürlich Ressourcen nicht. Super. Da seid ihr ja. Können meine Arbeiter gleich mit dem Entladen der Fracht beginnen? Sollen sie sich entladen? Was? Sie ein bisschen anders haben. Machen doch mal so, wa? Jo. Danke. Da ihr nun schon einmal hier seid, transportiert doch bitte gleich diese Kapitellsteine zur Dombaustelle. Sie werden dort schon dringend erwartet. Kapitellsteine? Was denn das? Moment, wir schauen uns gleich an. Ich will erst noch mal einmal eine Holzfällerhütte bauen. Jetzt hier ein bisschen Platz bringender machen. Machen wir es mal so. Wie sollen die Marktkarren die Erzeugnisse bei den Betrieben abholen, ohne Straße zum Kontor? Ich fühle mich irgendwie als, ja, weiß auch nicht, wäre ein kleines Kind. Man müsste mir, ja, bei allem irgendwie über die Schulter gucken. Alter, was denn das? Ladung Kapitellsteine. Kunstvoll gefertigte Steinmetzarbeiten. Ich sehe, eure Werkzeugvorräte gehen zur Neige. Wenn ihr zu meinem Kontor kommt, will ich euch gern einige Tonnen Werkzeug verkaufen. Halt mal die Klappe, Mensch, ich bin ja gerade am Bestaunen. Kunstvoll gewertete Steinmetzarbeiten, die Lord Northburgs Kaiserdom noch grandioser machen werden. Wie kriege ich auch sowas? Alter, wir kriegen einfach Items zu sehen, die man sonst niemals im Leben zuvor gesehen hat. Ja, toll, ich habe langsam keinen Platz mehr hier unten. Super, dankeschön. Also eigentlich alles. 5 und 6 Bauernhäuser. Okay, er will noch ein Bauernhaus, kann er haben. So hier Neue oben. Bauernhäuser, sehr gut. Nun sollte eure Siedlung bald genügend Einwohner haben, um die Kapelle bauen zu können. Das ist der Plan, Kumpel. So. Das ist der Auftrag. Da bin ich dabei. Dann haben wir noch Werkzeuge. Und alles nur mit einem kleinen Schiff. Die sind trotzdem alle noch zufrieden. Jo, cool. Fische könnt ihr mal sofort... Gibt noch genug Fische, krass.
Problem ist jetzt, ich könnte natürlich recherchieren und es kurz nachrechnen und so, aber ich habe keinen Laptop nicht aufgestellt. Der quasi als mein Zweitbildschirm bzw. Drittbildschirm, auf dem Zweitbildschirm nehme ich auf und auf dem ersten zocke ich gerade. Ein bisschen verrückt vielleicht. Als Drittbildschirm, weil ich dort dann halt, ja, ist quasi mein Infomonitor, wenn man so will. Oh, die Rehe und Rehkitze. Hirsche, ne, Rehkitze. Können die Hafenarbeiter die Ladung jetzt löschen und die Kapitellsteine zur Baustelle bringen? Löschen? Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Dankeschön. Hirsch und Rehe, nicht Rehkitze. Wie kommen wir auf den Begriff? Dank euch haben wir große Fortschritte beim Bau des Doms gemacht. Hier, nehmt diese Werkzeuge. Ihr werdet sie sicher zum Ausbau eurer Siedlung gebrauchen können. Seht nur, eure Siedlung ist beachtlich gewachsen. Wenn alle zusammenhelfen, kann in der Kapelle bald die erste Messe gelesen werden. Ja, Kapitel 1 war jetzt bei 20 Minuten. Ich mache generell Anno ja ein bisschen länger. Die erste Folge sowieso. Nun frage ich mich gerade, was soll jetzt hier Kapitel 1 so groß passieren? Ein Dombau helfen, ja. Sehe ich ihn in einem Fortschritt? Nee, also wird es darum gehen, dass er ein paar Aufträge erfüllen muss und dann war's das. Stellt euch vor, mein Baumeister ist spurlos verschwunden und ohne ihn kann der Dom nicht vollendet werden. Bitte findet ihn für mich. Warum sollte er auf meiner Insel sein? Muss er ja, weil hier wäre doof, wenn er hier wäre. Man kann hier eh nichts anklicken. Was? Der ist doch hier oben? Moment. Einmal kurz. Okay. Nicht so. Suchmodus activated. Go, Gachetto Suchmodus. Nee, Baustelle, okay. Dieser hier unten. Ein Baumeister müsste ja eigentlich... Ja, vor allem, wieso ist er verschwunden, wenn er in der Nähe der Baustelle ist? Das gibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Den betrunkenen Baumeister in der Nähe der Dombaustelle. Okay. Das müsste man ja eigentlich relativ leicht erkennen. Und er ist in der Nähe der Dombaustelle. Alles klar. Fidirallala, Fidirallala. Sieht auch schön aus. Die goldene Statue, WTF. Ich muss natürlich sagen, schön, dass er immer die Straßen so breit gebaut hat, weil da kann man besser gucken. Es ist der Hinweis, er sei betrunken. Und wenn schon so ein Hinweis ist, dann ja, muss er irgendwie auch dementsprechend daher talken. Würde noch Sinn machen, oder? Ja, aber ich weiß nicht. Nö. Ja, so wie es wieder aussieht, wisst ihr? Wenn ich also das bei Ahnung, wieso zeigt mir das nicht direkt so von wegen, hey, so sieht er ungefähr aus, suche ihn mal. Dann macht es auch Sinn, den zu suchen, aber wenn ich nicht weiß, wie er aussieht. Dann hier eine Dombaustelle. Die Frage, was ist hier in der Nähe? Warte mal. Wo hat sie irgendwo... Da wollte ich eine Schenke hier haben. Hä, wie geht das ohne Schenke? Wie kann das alles bauen ohne Schenke, frage ich mich gerade. In der Nähe der Dombaustelle. Das ist die Dombaustelle. Hä, der ist aber nirgends. Verarscht du mich gerade? Hallo Spiel, auf mich zu verarschen. Hier ist auch... Da ist auch nicht da hinten. Sag mal! Was ist denn hier los? Die Bilanz steigt, ja, ist so schön. Bin bald schon Millionär.
Gut, ich meine, die Quest ist immer noch aktiv. Ich muss ihn irgendwie finden, damit ich die Quest abschließen kann. Also irgendwo muss er sein. Dann kann ich irgendwie verschwinden oder so. Das ist scheiße, dass es eine Stadt ist. Seine Stadt und seine Straßen. Mhm. Die Suche geht mir auf den Sack. Wo ist denn der Arsch? Da bin ich gespannt, wie ich nachher die Folgen zusammenschneide. Ich muss echt nachgucken, wie der Baumeister aussieht, mit dem Finder. Ich meine, wird schon einiges vereinfachen. Mein Gott, das kann doch jetzt... Bin ich blind? Oder ist der doof? Am Schluss ist ein Backen. Kann ich gar nicht finden. Ja, das wäre es natürlich jetzt auch noch. Mann! Wo ist denn der Arsch? Nee, falsch, ja. Hey, wo ist denn die Küste? Die Kiste, hier ist sie. Ah, hier, okay. Bitte kümmert euch um die Bergung der Schiffsladung. Ich benötige sie dringend für den Bau des Doms. Stimmt, ich kann eigentlich direkt mal da hingehen und die Dinger da einsammeln. Hey, wo sind die denn? Egal, fahren wir da hin. Hä? Mann. Mach, was man dir sagt. Dann kann der schon mal da rein, dann kann er währenddessen weitersuchen. Oh, die Suche geht weiter, super. Vor allem, ja, was ist mit Nähe des Doms gemeint? Ja, da kann ich echt überall, versuch's mal aus der Perspektive. Ich sehe zwar kaum, was alles so klein ist, ihr seht noch weniger, bis gar nichts, aber es hilft gerade nichts. Weil wenn jemand hier ein bisschen betrunken ist, ja, rumtorkelt und so, und sehe ich ihn so eher und vor allem schneller. Schau, dass ihr könnt nie... Ah, da oben ist eine Schenke, okay. Ja, wenn man dachte, wenn es eine Schenke ist, dann, wenn eine Schenke in der Nähe ist, wäre es logischer nachzugucken, war, aber hier ist er auch nicht. Man ist immer noch in der Nähe der Stadt, des Dombaums, Entschuldigung. In der Nähe des Dombaus, ist ja auch keine Personen, die leicht blau markiert sind, oder bläulich. Keine Chance, ich finde den Arsch nicht. Ich finde nicht. Das ist auch einfach. Okay, Leute, jetzt reicht's mir. Wenn wir ganz kurz. Ich mal ganz kurz. Jetzt ein bisschen dauern ist der. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob der hochgefahren ist und so, aber. Beziehungsweise bis reingerichtet habe. So, können wir schon mal ein bisschen aufstarten. Ja, muss erst mal ein bisschen der Baum, wie es überhaupt aussieht. Der wird wohl kaum hier sein, oder? Es war auch niemand, der irgendwie betrunken reinblickt oder so. Was? Das müsste ein Baumeister sein, der sieht so aus. Mann, Mann, Mann. Ist alles für Arsch. Meint auch der Barsch. Wo ist der Baumeister? Bob der Baumeister oder was? Wo ist Bob? Bob ist weg. Er hat keinen Bock mehr. Ich verstehe, wenn das so lange dauert.
Das heißt ja schon in der Dombaustelle. Normalerweise suchen wir ja Leute bei uns in der Nähe. Wäre Quatsch, wenn der bei uns wäre. Mach's trotzdem mal nicht, dass es irgendwie noch übersehen hätte oder so. So, egal. Kapelle gehe ich nicht, weil ich kein Werkzeug habe. Das Schiffchen ist unterwegs. Und ich suche immer noch. Ah, habt ihr tatsächlich die gesamte Fracht retten können? Jo. Danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Sie zu verlieren wäre wirklich ein herber Rückschlag für den Dombau gewesen. Das glaube ich gerne. So. Netter bist hochgefahren, schau mal im Browser und guck mal, wie dieser scheiß Baumeister aussieht. Es sollen nicht noch mehr Schiffe verunglücken und den Bau des Doms gefährden. Kartografiert die beiden Riffe und bringt mir die Karten. Okay. Wofür zahlst du dafür auch? Weiß man doch gerne. Werkzeuge. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das war also, vielen Dank. Erstmal hier ausladen. Und nachher kartografieren, nicht wahr? So. Kampagne Baumeister. So. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Man könnte theoretisch einen Bau vorwärts schreiten lassen, damit es irgendwie, ja, schneller geht. Aber wozu? Ich meine, das Gebiet ist viel zu groß. Sie sehen da nie im Leben. Gewalt kann ja vermutlich überall sein, oder? Wenn der sich auch komplett frei bewegen kann, dann kann er theoretisch überall sein. Ah, so, Leute, ich glaube, ich habe ihn, beziehungsweise einen Hinweis darauf, wo er ist. Alter, ist es fies. Hohoho, den habe ich nie gefunden. Hier ist er. Lord Northworks Dombaumeister. Vor allem, ja, ich habe einen Hinweis bekommen. Du findest den Mann in grün nahe der Statue. Klar, es gibt ein paar Statuen, okay, das ist kein Thema. Aber der Arsch ist hier. Alter. Okay, nee, auf die Idee wäre er nie gekommen. Gut betrunken heißt, er würde herumliegen. Ja, okay, insofern, aber ganz ehrlich, grün in grün. Deine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das ist echt gemein. Das ist, also, ja gut, man kann natürlich auch sagen, gut gemacht, liebe Entwickler. Das ist ja alter Schwede. Not bad, not bad. Ihr habt den Baumeister gefunden, Gott sei Dank. Hier, nehmt diese Goldmünzen als Entschädigung für eure Mühen. Kein Problem. Alter, wer findet denn den auf Anhieb? Never ever findet den auf Anhieb. So, aber egal. Wir haben zu viel Holz offenbar, also machen wir etwas, wofür wir Holz brauchen. Ah, welch wunderbare Kapelle ihr errichtet habt. Eure Schaffensfreude gibt mir Mut, dass auch mein Kaiserdom bald vollendet wird. Nicht nur euer Lehen führt ihr mit sicherer Hand. Ihr fandet sogar noch Zeit, mich auf der Baustelle zu unterstützen. Es wird den Kaiser freuen, dass er mit eurer Ernennung recht getan hat. Geht mir genauso, Lord Richard von Northberg. -8, dann müssen wir erstmal einziehen. Dann gibt es... Keine Wege? Sollen die Leute etwa querfeld einstapfen? Ja, ja, ist ja gut.
Wobei, würde ihm vielleicht nicht schaden, wenn sie das mal machen würden. Aber ich bin ja kein Unmensch. Ja. Seht, die Gerüste auf der Dombaustelle sind endlich fertiggestellt. Der erste Schritt ist vollbracht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für eure Hilfe danken kann. Ich habe nicht viel gemacht. Wer kommt da? Nun können wir damit beginnen, die Fundamente für das Mauerwerk zu... Was ist das? Schiffe am Horizont. Wer mag das sein?